Oh, ein neuen Trip fängt an. Ich bin Flughafen, also Findel. Das ist 4 Uhr und der Flieger fliegt 6. Sarah fährt von Delferding fort. Voilà, geht ein bisschen eng. Wir haben vor mir aber chill sind, da ist nicht so viel Stau. Ob man es Google Maps sieht, wäre nicht viel Stau. Ich war schon ein bisschen frei durch und Bagage ist schon fortgeschickt. Und voilà. Wir fliegen auf Istanbul, für dann danach auf Amman zu fliegen. Das heißt, wir haben ein bisschen das ist ein langer Flug. Also wir kommen um 5 Uhr morgens zu Amman an Jordanien. Und da sind wir da nicht durch. Und geht einen krassen Trip, Mensch. Also das ist schon alles gebucht. Und es sind 30 Grad da hinten, haben wir viele Aktivitäten geplant. Ich meine, das ist geil. Aber das ist ein bisschen Stress, bis du könnt. Und der Hoffnung, dass das nicht zu spät ist. Aber wir sind easy. So, ich habe gerade auf Google Maps geguckt. Das ist aber ein bisschen Stau, 50 Minuten. Boah, das ist schon am Auto, das heißt, wenn ich 50 Minuten brauche, ist halt so für 4 Uhr 50 Uhr. Der Boarding also um 5:20 Uhr. Ein bisschen laufen, ich meine, wir kriegen. Also normalerweise geht der Boarding bis spätestens 5:40 Uhr. Das muss easy sein. Muss gehen. Also ich habe gerade Google Maps noch gecheckt, einfach ganz Stau fort. Einfach gehen, für 50 Minuten, einfach immer um eine halbe Stunde. Ich weiß nicht, wie Sarah das gemäht hat, mir hat einfach Stau gelöscht. Let's go, das gleich du. Wir sind durch den Security-Check. Schauen wir mal bei der Gate. Wir haben nach so viel Zeit. Sarah hat die letzten 3 Tage nicht geschlafen. Weil das meint, wir dürfen nicht niemals packen. And here we are. Also ich habe schon gerade, dass der Ricardo auch nicht mehr an Vakanz geht und ich vielleicht einen Flug mich spät holen oder so. Ja, nicht mit mir. Nein. Noch nie einen Flug verpasst. Wir müssen also Flug einfach annulliert gehen. Ja, das wäre Karma. Nee. Ein easy. Ich muss schon aufs Klo. Kannst du bei Spieler spielen? Wir sind gekommen. Istanbul. Also, wir sind zu Istanbul gekommen. Lo muss man bis Mitternacht warten. Am Anfang ist das können wir so lang, weil heute ist schon 11 Uhr. Das heißt, wir müssen manchmal noch so eine halbe Stunde warten. Zuletzt wird das gerade 9:30. Ja, aber heute ist schon 11 Uhr irgendetwas. Und da können wir Gate-Info und da können wir bei das Gate gehen. Yes. Und dann, also, wie gesagt, schon krass ist. Komm, wir gehen gucken. Ja. Also den Airport ist schon big. Auch Turkish Airlines, riesig. Die haben einfach einen Fernseher bei all Sitz. Oh, so cool. Und du kannst so Spiele drauf spielen, die hatten Filme, wo du einfach raussichern. Serien, alles. Also, hier ist aber auch gut. Sarah hat gefühlt 8 Vegetarian Options. Und, ja, also es war vegan, glutenfree, sie hatten alles. Halal, alles. Ja. Also schon krass. Also der Flughafen ist einfach riesig. Also locker 3 Fußballfelder lang. Die ich einfach tippen. Und wir sind von einem Eck bis auf die andere Seite getrippelt. Und dann kriege ich eine E-Mail mit dem Gate A1F. Und die einfach Buchstaben zählen und dann noch ein Buchstaben. Wie viel Gates hat der Flughafen? Komplett crazy. Auf jeden Fall, gerade auf dem anderen Eck stimmt doch A. Wir sind einfach instinktiv an die richtige Richtung getrippelt. Wir müssen noch warten.
und trotzdem gucken, ob es richtig geht, weil um den Fernseher steht, aber nicht. Das heißt, normalerweise geschehen da keine Fehler. Aber muss ich noch passieren. Wir kommen um 4:40 Uhr zu Jordanien und da muss man evaluieren, was wir machen. Wir haben ein Auto gelohnt, das heißt, wir fahren wahrscheinlich mit dem Auto bis bei dem Hotel. Mit dem Hotel ist wahrscheinlich noch so halb 2 um die Zeit. Wir werden wahrscheinlich so gegen 6 oder so am Hotel sein. Und wir fragen dann, ob wir das Bagage da können lassen oder an den Auto da gepackt. Und da muss man gucken, für Suchen zu wechseln, eine SIM-Karte zu kriegen, für Internet. Ja, sicher. Second flight. So, mit 2 Fliegerinnen. Hier sind 5 Uhr morgens, Lützburg 2 Uhr morgens. Sind wir zu Amman gekommen. Also nicht Amman, aber den Flughafen von Jordanien. Den an der Gegend ist von Amman. Weil alle gehen wir das Baggage sichern. Wir sind durch den Passportcheck. Wir hatten noch einen Jordan Pass. Das ist am Anfang nichts anderes wie die Visa-Kosten, wo du schon viel online bezahlst. Und du hast mit dem Jordan Pass Access auf ganz viel auch Museen, Magie funktioniert nicht mehr, das ist zu spät aus. Mit dem hast du viel Access auf verschiedene Sachen und das hat am Anfang gut geklappt, weil dann hast du nicht mehr bezahlen. Und ja, lo haben wir das Bagage und lo muss man gucken, dass wir bei Sixt kommen, weil wir uns ein Auto gelernt. Muss ich gucken, wo das ist. So Leute, wir sind lo an unserem Auto. Also ich habe bis immer die Erfahrung, Car Rentals wollen erst immer aufzählen. Hat ich gefehlt. Wir hatten schon einen billigen Preis. Und zwar 110 € für literally 80. Das ist wirklich nicht viel, das sind so 13 € den Tag für ein Auto. Wir hatten so einen kleinen Citroën, also das ist die weißen am Anfang. Mit dem Mann hat es einfach, aber wir hatten keine Assurance, nicht. Wir hatten wirklich das Minimum von allem. Und der Mann hat es einfach ein Upgrade gegeben für 2 € den Tag oder 2 jordanische Dinar den Tag. Für ein großes Auto, also 2 jordanische Dinar für ein großes Auto, also die All-Inclusive Assurance. Internet 100 GB, das heißt, wir brauchen noch keine SIM-Karte mehr sichern zu gehen. Also alles, was den als Konto gehen, für 2 Dinaren den Tag. Und das waren so 2 mal 8, so 16. Plus wir haben noch nach müssen einen extra Driver, weil wir sind zu 2 die fahren und das hat man vergessen umzugehen. Das waren auch noch ein 7 den Tag. Du musst mal Agreement trotzdem, genau. Visa benutzt du für zu bezahlen. Genau. Also sein Nummer, also auf der Rechnung am Menge Visa wird aber bezahlt. Ja. Und da hat er gemeint, dass hier so, du musst dann den extra Driver dabei machen. Du machst den am Agreement aus, I guess. Und bei mir nur 70 € bezahlt für ein, also mehr gut von so ein SUV mit Automatik und alles. ja, und die ganz Versicherung. Ja, und die Alpha Assurance ist ja auch schon krass, dazu hin. Ja. Aber wir fahren auf Amman, das sind 30 Minuten an den Hotel. Wir sind noch relativ gut an der Zeit. Wir wollten heute um 6 fertig sein, das ist 6:15 Uhr. Das heißt, ja, wir weisen erst den Auto nach, versprochen. Tschüss. Interesting. Von Ikea. Wir können mal Buletten hier sehen. In 20 Cent Hot Dogs. So, wir waren nur an unserem Hotel. Den Check-in ist aber erst um 3. Ich sollte mir noch um 12 kommen. Aber wir konnten da einfach frühstücken, auch wenn wir noch kein Check-in haben.
was relativ praktisch ist. Und voilà, le tröppeln bis bei. Also, le tröppeln einfach ein bisschen durch Schaman. Sind so laut Amphitheatern und so. Da gehen wir hin. Und ja, bis gleich. So, der Weg ist schon ziemlich lang. Und noch ein bisschen sketchy. Also ein bisschen runtergekommen, Graffiti, lauter Leute. Relativ viele Männer auch. Ne? Ja, du sagst nicht so viel. Schon weird. Jetzt fängt es warm zu gehen. Also Leute, das nennt sich ein Flock. Die ist riesig. Auf Video gesagt, die nicht so riesig aus, aber die ist enorm. Also, wir sind in so einem kleinen Museum. Und also anscheinend ist das allererste Museum von Jordan. Aber das wird auch noch geändert, weil viele Sachen rausgeholt und dann haben sie ein großes Museum gemacht. Und wir haben Logit geholt. Und die ist halt durchgeführt. Also nicht durch das Museum, aber da draußen. Also heißt ein Herkules-Tempel, lauter ein bisschen wie zu Rom. Also da erinnert ein bisschen an Rom. Voilà. Ich meine, die Monsieur, die werden es auch gleich noch bis rauf bei einem Amphitheater bringen. Und zählt dick viel Stuff. Anscheinend war das dort alles in der Wasser. Und Apparently. Ganz viel Proof dürfen wir. Ja, Mir a erzählt lot of mich proof. eng an, okay. A lot of proof. Ciao, Jara. Chile hat mal den Morgen gemacht. Also, weil die Morgen war so lang, wir waren ja gar nicht schlafen für dich mal. Wir waren mir sind, als ein Auto alleine gegangen. Wir sind mit dem Auto an einem Mann gefahren. Straßensituation, sagen wir mal so. Also die Straße ist gut. Die Straßen sind mega gut. Die Autofahrer sind so ein bisschen unpredictable. Zwei Mann bei diesem Hotel gekommen, wir haben mal einen kleinen Parkplatz gesehen, wir sind reingegangen. Und dann haben wir für dich mal gefragt, ob wir schon echt anchecken könnten. Hat leider nicht geklappt, aber war nicht schlimm. Wir konnten dann gesagt, ja, die dürfen aber Frühstück gehen. Das heißt, wir sind Frühstück gegangen. Und dann haben wir ein bisschen geplant, was wir heute machen. Wir sind ein bisschen aus der Atem, weil wir sind die Treppen heraufgerannt. Genau, dann haben wir also auf den Weg gemacht. Für Rob, Ricky, Ah ja. für Rob. Bei den Temple of Hercules, beziehungsweise Palace. Das sind verschiedene Sachen, die da oben sind. Zitadelle, ja. Zitadelle. Museum. Und Das hast du ja alles schon gesehen. da, wo wir rausgekommen sind, war eben ein Guide. Und er ist direkt angeschwart und hat gefragt, ob wir wollten das hier als Guide. Und wir dachten, ja komm, ein Stündchen. Das ist auch gut, wenn ihr so die Leute, die hier arbeiten, ein bisschen unterstützt, weil die letzten paar Jahre waren nicht einfach für sie. Das ist den Herr auch erklärt. Wenn es dem Krieg in Israel-Palästina. Ja. Und, also am Gazastreifen. Und Bemol waren dann einfach so, ach, wenn er will, kann er auch das weisen und das weisen und das weisen. Und Ricky und ich sehe dann noch eine Terze zu so, ah ne, das ist gut. Und mir sowieso nice zu sehen und Hina ist mega sympathisch. Nur da ist die Taschen enke angeladen für Frühstück essen zu gehen. Und los sind wir hier. Wie nennen wir das? Amphitheater. Am Amphitheater. Genau, wir haben schon viel gelernt. Das ist am Anfang wirklich interessant. Ja.
Und dann du hast noch Klängen, also hier an drunter ist ein kleiner Amphitheater. Und ich meine, du noch immer in die Richtung. Und du hast ein Fruit Market. Genau. Und noch irgendetwas. Und da wollten wir mal eben ein Taxi holen, für dann nach ein Auto sichern zu können, für dann an die Moschee. Ich meine, das machen wir eigentlich nicht. Ich meine, wir sind dann K.O. Also ja. Wir haben nicht geschlafen oder praktisch gar nicht, vielleicht ein halbes Stündchen. Ja. Und wir funktionieren im Nach so halb, obwohl es geht. Ja, man kriegt nicht alle Informationen. Von den Trippen geht es. Ja. Ich meine, wir sind auch froh, für duschen zu gehen und Hotel zu gehen. Und tschüss. Ja, tschüss. Ja. They make it thick. Ja. Ich glaube, da kann man finden. Also, der hat gerade gesehen, wir haben mit dem Monsieur, den Mohammed, den ist die ganze Tour, die ganze Morgen, also die letzten 3 Stunden oder bald 4. Wir sind mit ihm hier gegangen, ich nur das Lo noch bei den Süßigkeiten, Shop da, etwas ausgehen, für Druckstoff für alles bezahlt, die sind ultra die korrekten Tippchen. Also, wir haben ihm lo, ich meine insgesamt 90 € gehen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen viel. Also sein Preis also 36 € am Anfang. Für 1 Stunde, wir waren 3 Stunden mal da ist. Die haben dann einfach 72 gesucht. Und weil wir nicht aber für das erste bezahlt und hier und da, und dann waren wir auf beim Griff den Mann mal 90. Ja, noch wird es egal. Ja, wir hatten noch keinen mit kleinen Schein und waren wir ab. Egal, was geht. Also, nicht seine Dinge gut gemäht. Ja, und jetzt stehe ich auch verdient. Wir sind auch fertig mit dem Mann. Also Ja, also wir haben alles gesehen. Ja, sicher. Nicht also auch ein paar Tipps gehen für Richtung Petra, wo man keine Stehen bleiben für Musik zu kaufen. Literally NRW. Und ich so doch, wir können ihm immer anrufen, wenn wir irgendeine Information brauchen. Weil ich möchte auch, das nicht just Tourguide halt zu einem Mann, ich gehe doch alle Woche auf Petra ruf und hier und da. Und voilà. Wir trippeln mal bis bei dem Hotel. Und ja, dann war es für heute. Da gehen wir sich mal schlafen. also Und da vielleicht den Abend gucken wir mal, was nachlebt. Auto bedenkt, also wir hatten am Anfang einen kleinen Citroën voilà, bezahlt. Dann soll das Upgrade auf so ein SUV, also viel mit Deckenauto. Und ja, da tut noch so eine Automatik. Der Citroën war eine Handschaltung. Also war schon ein guter Upgrade. Für 2 € den Tag mehr. War wirklich Kado von dem ich weiß nicht, wie wann das gemäht wird. Aber voilà, c'est ça. Da ist ein Stück schnell. Die Musik sollte längs. nice, Porno. Kischung hast du? Man wird immer auf den Teppich gehen. Schön, Nein, das Tappelföhlen. Das macht man so. Oh, ein Flash Wasser. Top. Hier. Let's see the view. So. Ça va. Bête. Der Monsieur, der das Tour gemäht hat gesagt, dass alle Teile so ein beige Farbe, weil für 25 Jahre hatten Teile alle andere Farben
Und der Staat hat gesagt, nee, das wollen wir nicht. Und dann haben sie gesagt, okay, alle Häuser sind beige gefärbt. Und der Staat hat mit seinen eigenen Leuten unsere Tint geholt und sind alte Häuser gemalt. Und seitdem sind alte Häuser an der Farbe. Ja, also das ist dick modern. Oh, für was kriegst du an? Ja? Also ein ultra nice Wohnzimmer. Also für mich da geht der tote mehr wie du. Also ich gewinne ich dann Hostel zu schlafen oder Camping. Für die Toten ist Luxus. Luxus. Ja, wirklich nice. Mega. So, mehr gehen lo duschen und dann leben Eis, weil wir sie futsch. Wie gesagt, gestern 6 Uhr fortgeflogen, 5 Uhr morgens heim gekommen, minus 3 Stunden Zeitverschiebung oder so etwas. Also also 12 Uhr. Am Flieger haben wir vielleicht ein Stündchen geschlafen. Ja, vielleicht ein Stündchen. Wenn nicht alles zusammenzählt. Wo ihr wacker schläft. Und ja, vor allem die Dusche, die wird gut tun. Mashallah. Also, mittlerweile sind 6 Uhr. Wir haben gut gerascht. Ein bisschen geschlafen. Wir haben gedubelt, alles gemäht. Hallo, gehen wir abs Essen bei dem Restaurant, wo als den Car Rental Typchen, also mir nicht gefragt, ob ihr ein gutes Restaurant kennt. Und den du den dort empfohlen, das ist mir gerade in der Essen. Und dann neben drunter ist auch direkt ein Mall. Da gehen wir dann noch ein ran und dann war es das für heute. Und dann morgen gehen wir noch an eine kleine Bazar in der Richtung Petra. Und dann ist hier ein Mann abgehakt. Und voilà. Liebling. Naja, gut so. So, wir sind am Hotel. Der konnte ein paar Clips gesehen. Wir waren gut essen. Und sagen, also den ist anscheinend ultra bekannt. Wenn du Moussaf gehst. Oder Monsaf. Das ist der mit den Händen, das Reis und mit Lamm. War schon lecker. Wir haben das wird 20 J gekostet. 20 J sind ungefähr so alle 25 Euro. Ja, cool, danke. Und das ist ultra viel. Also da tut noch so nach vom Sarah übrig geblieben. Aber mehr war auch nach Reis übrig geblieben. Also das ist ultra viel Reis. Das ist ultra viel Reis. Und so halt Fleisch drauf. Voilà, wie gesagt, 20 J, das sind ungefähr 25 Euro. Wir haben danach 5 J getippt. Weil anscheinend das Datei so gut measure, aber das zu machen, aber die Leute tun noch halt nicht so viel. Ich spiele den aber damit. Nicht überall, mehr auf verschiedene Plätze, ja. Und da ist aber gut angesehen, die Leute ein bisschen so hinzugehen. Genau, wir waren ja nur noch an der Shopping Mall, das habt ihr auch gesehen. Und dann haben wir noch einen kleinen Souvenirshop gesehen. Ich blende dir ein Foto an, so einen kleinen, wie nennen das, so einen Tass, so einen kleinen, nee, nicht einen Tass, einen kleinen Teller, so einen kleinen Teller, Mini-Teller, für so Bijou drauf zu machen. Und den liegt einfach im Dunkeln, weil da Phosphor dran ist oder selbst. Ja, crazy. Das wäre, also das ist kein Mosaik, aber das ist auch gepunktet. Ja, genau. Das Weil war nicht mit Mosaik, wir genau. Just mal Punkte nehmen anstatt Mosaikstein. Ja. Voilà, 10 Lo, für das jetzt 7 Uhr. Halber Ning. Ja, 8:30 Uhr.
Wir sind noch Base Futsch. Wir gehen lo Zahnwaschen und da gehen wir. Guck mal vielleicht noch ein bisschen Serie. Ja, und dann gehen wir schlafen. Und dann geht es Richtung Patra. Ja. Oh, das geht crazy. Leute, ich weiß nicht, wie man heute überlebt hat, mir so 3-4 Stunden halt mitten am Tag geschlafen. Ja. Vielleicht 3,5 Stunden. Ich bin noch nie so easy an den Schlaf Gefallen. gefallen, whatever. Ja. War schon krass. Ja,